Ja, hallo zusammen. Schön, dass Sie mir wieder folgen. Wir haben uns eben mal umgeguckt. Ich begrüße Sie zu dem Teil unserer Geschichte, wie der Pünktchen nach Köln kam, der sich da ruft, wie der Heumarkt und der Altermarkt nach Köln kam. Der Heumarkt selber ist hier in Köln der zweitgrößte öffentliche Platz überhaupt. Der größte ist, glaube ich, der Neumarkt. So, jetzt mit dem Neumarkt haben wir nichts zu tun. Wir sind bei Heu- und Altermarkt. So, Heu- und Altermarkt waren mal eins. Bis zum Mittelalter. Da wurden sie getrennt. Na gut, aber wir fangen nicht mit dem Mittelalter an. Wir fangen wie immer bei Agrippina und beim Klüngelus an. Was dumme jetzt. Also Klüngelus mit dem Agrippina hier, also als die sich gut verstanden haben, lag der Bereich vom Heumarkt und Altermarkt auf einer ungefähr 13 Meter tiefen Sohle eines Seitenrheinarms. Also so praktisch, das ganze Ding hier war eine Insel. Heute ist es keine Insel mehr, allerhöchstens eine Insel vom Feiern, aber naja, es gibt aber noch viel mehr zu berichten. Hier im Bereich Heumarkt und Altermarkt hat der Rundblick eben auch gezeigt. Ich mache gleich auch nochmal einen vom Altermarkt. Es gibt sehr viele alte Gebäude, die zum größten Teil noch aus dem Mittelalter herstammen. So, aber es gibt so ja Beweise, dass hier dieser Bereich, das was ich vorhin gesagt habe, mit der Insel, auch als solche genutzt wurde, beziehungsweise wurde von den Römern damals zu einem 6000 Quadratmeter großen Hafen ausgebaut. Beispiele dafür hat man hier auch gefunden. Das von mir erwähnte Beispiel, das war eine Pram, die haben sie hinten am Heumarkt gefunden. Ich bin jetzt fast am Altermarkt. Und zwar wurde die Pram dafür genutzt, um Steine zu transportieren. Steine für den Haus- und Straßenbau. Gut, ein paar davon sieht man heute nicht mehr, weil die sind alle weg. Was man heutzutage noch sieht, ist aus dem 15. bis zum, ja, ich sag mal, 18. Jahrhundert, was die Altbauten betrifft. Und ja, der Rest ist eigentlich nach der Bomberei im Weltkrieg alles nachgebaut worden. So, die Pram, die ich vorhin erwähnt habe, ne, die man gefunden hat, die ist datiert worden auf das Jahr 30 bis 50 nach Christus. So wusste man also, dass die Römer solche Schiffe zum Transport genutzt haben. So, und ich habe vorhin was gesagt, so von wegen, die haben den Hafen ausgebaut auf 6000 Quadratmeter. Habe ich mich vertan. Es waren 60.000 Quadratmeter. Und von der Fläche reichte das ungefähr vom jetzigen Breslauer Platz bis zum Holzmarkt. Hinter mir sehen Sie jetzt das Rathaus, so ganz grob. Ich hoffe, Sie können das trotz Wind verstehen. So, da wo jetzt das Rathaus ist, auf der Anhöhe, war in Römerzeiten das Prätorium. Prätorium ist Latein, zu Römerzeiten war ein Prätorium praktisch das Hauptzelt des Oberbefehlshabers. Ne? Und da steht heute das Rathaus. So, was hier noch war. Hier war die Ostmauer der römischen Stadtmauer. Das heißt, ich habe zwar vorhin gesagt, dass Altermarkt und Heumarkt erst richtig getrennt wurden, ach, das mit dem Wind jetzt auch gesagt, richtig getrennt wurden im Mittelalter. Allerdings haben die Römer die Stadtmauer
So ziemlich genau hier, wo ich stehe. Jupp. Kurz vom Kalendresser da oben. Wer ihn kennt, kann ihn ja mal gerne suchen gehen. Nein, also wer ihn nicht kennt, kann ihn gerne suchen gehen. Die ihn kennen, kennen ihn. Und zwar war praktisch hier der Umschlagsplatz mit dem Prätorium da oben. Und da unten, wo jetzt der Heumarkt ist, wurden die Schiffe ausgeladen. Das heißt, das war eine Insel. Jupp, jupp. Einmal rundherum. Hinter mir ist es Gret und das war immer noch auf der Jan, der sie nämlich will. Warum will er sie nicht mehr? Ganz einfach. Als er Stallbursche war, wollte sie ihn nicht und danach machte sie rum, während er sich hochdiente. Und ja, als er dann als Generalfeldmarschall zurückkam, kann ich verstehen, hatte er die Faxen dicke, da wollte sie nicht. Hat sie sitzen gelassen und da sitzt sie heute noch. Aber deswegen bin ich nicht hier. Ich habe vorhin die Stadtmauer erwähnt. Diese Mauer, die da vorne war und praktisch die beiden Plätze Alter Markt und Neumarkt abgetrennt hat, die ist ungefähr im 3. Jahrhundert aufgeheben worden, weil nämlich das Wasser des Rheines den Hafen unbrauchbar gemacht hat. Das heißt also, im Endeffekt konnte man den Hafen nicht mehr gebrauchen. Man hat den Hafen aufgeheben und hat da dann die beiden Plätze offen gelassen. Sprich also die Mauer da entfernt und diese Insel, die es ja nun mal war, als Insel belassen. Zur Römerzeit bzw. erstmal bis die Zeit danach hieß der Heumarkt nicht Heumarkt oder auch der Altermarkt nicht Altermarkt, sondern das Ganze, die gesamte Fläche hier hieß Inselmarkt. Das beweisen auch noch Fundstücke aus dem Jahr 957, auf dem praktisch, nicht auf dem, sondern mit dem nachgewiesen werden konnte, dass es hier alte Marktbauten gab. Die wurden bei diesen Fundgrabungen dann fortgeschafft. Und dann entstand natürlich im Mittelalter das gewohnte Bild. So, jetzt muss ich wieder mal die Kirche beanspruchen. Ne? Und zwar von, was war das? 1024 bis 1161 waren das 4 Bischöfe, Erzbischöfe von Köln und Kaiser Friedrich I., die dazu geführt haben oder die veranlasst haben, dass a. die Marktfläche so, wie sie dann nachher genutzt wurde, entstanden ist und b. dass diese Marktfläche damals zu diesem Zeitpunkt 1024 bis 1161 nicht weiter ausgebaut werden durfte, beziehungsweise bebaut werden durfte mit Häusern und Schlag mich tot. Was natürlich die zentrale Marktstellung dieses Platzes, der damals noch Inselmarkt hieß, festigte. Ja, da hinten sehen Sie jetzt 4 Asiatinnen laufen und ich habe gerade ungelogen das erste Mal in meinem Leben die Geschichte von Jan und Gret auf Englisch erzählt. Was ich Ihnen noch zeigen wollte ist, hier am Altermarkt, am Rathaus und rund um den Altermarkt rum finden Sie die auch. Ich habe vorhin den Kalendrisser erwähnt, der dort hinter den Bäumen irgendwo ist. Ich verrate Ihnen immer noch nicht wo. Am Altermarkt sind sehr viele dieser Figuren zu sehen. Und jede dieser Figur hat eine Bedeutung. Kommen wir mal wieder zurück zu Mittelalter. Ich wollte Ihnen noch was zeigen da vorne. Am Marstorplatz. Marsforten oder Marstor? Weiß ich jetzt nicht genau. Auf jeden Fall war da ein Tor der römischen Stadtmauer zu finden. Genau hinter mir seht ihr das Weinhaus Brunks. Und da, wo das Weinhaus stand, war damals das äußere Tor, das die alte Stadtmauer getrennt hat vom Heumarkt. Das wurde dann im Mittelalter platt gemacht und seitdem her steht da das Weinhaus. Ubi Pabolum Vendebator, da wo es Essen gibt. So hieß der Altermarkt bzw. Heumarkt, also der Inselmarkt, noch im frühen Mittelalter, als noch auf Latein mehr oder weniger alles verhackstückelt wurde, wo das richtige Kölsch sich noch nicht durchgesetzt hatte. Allgemein wurde dann der Begriff Forum genutzt, und zwar genau 2 Stück. Da haben wir zum einen das Vetusforum für den Altermarkt und den Heumarkt, der wurde genannt Forum Veni.
Aber da Latein in der Mittelalterszeit nur der gehobenen Klasse zugänglich war, nannte die Kölschen das hier einfach hinter mir Heumarkt. Heuwe-Markt, auf gut Deutsch gesagt. Somit hatten wir eigentlich über das Forum Veni und Vetus Forum und der Kölschen Trennung Heuwe-Markt, Ademarkt, hatten wir schon die Namensgebung, die wir auch heute noch kennen, Heumarkt und Altermarkt. Die meisten alten Gebäude, die hier auf dem Heu- und Altermarkt zu sehen sind, wurden zwischen 1152 und 1369 erbaut. Ja, ist leider ein ganz großer Teil von verschüttet gegangen im Zweiten Weltkrieg, aber was willst du machen? Ist es so gewesen. Springen wir noch mal ganz kurz zurück in das Mittelalter. Und zwar, Heumarkt und Altermarkt wurden natürlich dazu genutzt, um, was sagt der Markt, Dinge zu verkaufen. Ja, und da die Stadt den Platz natürlich auch anderweitig nutzen wollte, hat die Stadt auf dem Heumarkt den sogenannten Schrubbstuhl aufgebaut. Auf diesem Stuhl, und das ist jetzt kein Quatsch, könnt ihr nachgucken, Schrubbstuhl, in Wikipedia, wurden dann die betrügerischen Händler mehr oder weniger ausgepeitscht. Das heißt, der Heumarkt diente auch zur Rechtsprechung oder Rechtsanwendung zu dieser Zeit, in denen dort Leute entsprechend bestraft wurden. Und das ging von der erwähnten Auspeitschung bis hin, ja, später zur Guillotine. Was wir da hinter mir sehen, ist das Henneschen-Theater. Genau an der Stelle war von 1580 mit einmal Aufbau und wieder Abbau bis 1820 die Kölner Börse zu finden. Die Kölner Börse wurde dafür genutzt, um all die Dinge, die auf Haltermarkt, Heumarkt und ähnlichem, teils vom Hafen aus heraufgebrachte Waren, hin zu verkaufen. Im Mai 1727 durfte Dr. Puppart, so hieß der damals, irgendwie Balthasar Mittermeier oder was mit bürgerlichem Namen, auf dem Heumarkt eine Schaubühne errichten. Damals Schaubuine genannt. Gut. Wo er nachher hin umgezogen ist, wissen wir jetzt. Aber ich lese euch dazu mal was vor, wenn ich darf. Ich mal mein schlaues Handy irgendwie. So. Neben diesem Balthasar Mittermeier, also Dr. von Puppart, gab es jemanden mit dem Namen Angelo Mingotti. Der erhielt 1757 die Erlaubnis vom Stadtrat, ebenfalls dort eine Bühne zu errichten und Opernvorstellungen zu geben. Und jetzt haltet euch fest. In dieser Bretterbude des Theaters lernte Giacomo Casanova, jetzt wisst ihr Bescheid, Casanova kommt aus Köln, die Gattin des damaligen Bürgermeisters Mimi de Grote kennen, und die hat er dann mehr oder weniger, naja, Fisternölchen, sage ich nur. Ich kann nur sagen, Goethe war hier, Friedrich Wilhelm III. War hier, Marx war hier, Engels war hier. Der Heumarkt hat sehr viele Gesichter der Zeitgeschichte neben Napoleon gesehen, gespürt und ja, ist von ihm mitgenommen worden. Das heißt mitgenommen, hier wird aufgebaut, da wird abgerissen. Es gab einiges, was es da zu bemängeln oder auch zum Kölner Vorteil zu nutzen oder zu sehen ist. Nochmal zurück zu dem Doktor von Puppart. Und der war es, der aus der vorhin erwähnten Geschichte über diesen Giacomo Schlag mich tot Casanova und der Gattin des Bürgermeisters die zwei Figuren in das Leben gerufen hat, die wir heute im Henneschen-Theater bewundern können. Mit Henneschen und mit Bärbelchen. Ich hoffe, Sie hatten bei der Führung jetzt um Heumarkt und Altermarkt und der Geschichte darum ein bisschen Freude, konnten mir folgen über das eine oder andere Jahrhundert und wissen jetzt wieder ein bisschen mehr. Und in diesem Sinne, lehnen Sie sich ruhig wieder schlafen.